So, habe die Ehre. Und ich schon Zeit nichts mehr auf YouTube eingestellt. Aber nachdem ich aber gelöscht worden bin und mit der Sperrung von meinem Kanal bedroht worden bin und ich mir nichts mehr leisten kann, habe ich lieber nichts eingestellt. Denn war es schade, wenn die Affenliedl, die man da abrufen kann, nicht mehr zugänglich waren. Wer meine Kommentare, meine unzensierten Kommentare lesen will, der geht auf meine Website www.hgeist.de oder freigeist.de, wobei Freigeist mit 2 S ist ein Wortspiel, oder auf Telegram. Aber ich möchte schon bei YouTube bleiben und ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert, wenn die Zeiten wieder demokratischer werden. Ihr merkt, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, dann könnt ihr wieder alles auf YouTube sehen. Mei, zu Corona glaube ich, was soll man da noch sagen? Jetzt vor der Wahl und im Sommer, wo man die Leute nicht mehr einspielen kann, jetzt haben sie mit der Testerei hübsch aufgehört. Jetzt sind die Inzidenzwerte, die ja eher krampf sind, haben ziemlich gefallen und viele Freiheiten haben wieder da und Leute meinen, ist wieder alles in Ordnung. Wer keine Kinder hat, der kriegt auch nicht mit, dass die Schulkinder immer noch den ganzen Tag eine Masken tragen müssen und 2-mal in der Woche testen. Eine Kinderquälerei ohne Ende. Und allein deswegen kann man den Verantwortlichen nicht vergeben. Hat ihnen eigentlich jemand gesagt, man soll Kinder ins Wirtshaus da zum Unterrichten, weil da muss man keine Masken aufsetzen und auch keinen Test machen. Es ist haarsträubend, was da zurzeit abläuft. Diese ganzen Schiebereien und die Korruption und Geschäftelmacherei mit der Maskengeschichte, da brauche ich, glaube ich, nicht erläutern. Das steht sogar jetzt schon in den normalen Zeitungen. Naja, nach wie vor am meisten stört mich diese Maskengeschichte, auch für uns Nicht-Kinder. Es ist unglaublich, man lässt uns verhungern, ohne Masken darf man nicht einmal einkaufen gehen. Ich werde oft gefragt, ja, du bist doch ein alter, ökologisch gesinnter Mensch und predigst dabei Bescheidenheit und naja, dir muss ja das passen mit dem Lockdown. Da mag ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, auch wenn ich es grundsätzlich sinnvoll finde, wenn nicht mehr so viele Flieger am Himmel haben. Solange man die Leute verarscht und ihr das freie Schnaufen verbietet, solange ist keine Frage, ob da irgendwas dabei war bei dieser Corona-Diktatur, was mir gefallen kann.